Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch draussen ganz gut. Ich hoffe, ihr seid fit und munter, weil ich habe das Gefühl, es sind gerade so viele Leute krank. Ich merke selber schon ein bisschen, ich bin auch so ganz schüch angeschlagen. Also einfach so, keine Ahnung, Nase läuft und Hals und es ist alles ungeil und das Wetter ist gerade so übel. Ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, aber also nur schon gestern, ich habe das Gefühl, es ist Weltuntergang. So, ich laufe ja abends in die Schule und also wirklich, nein, es gibt wenige Tage, wo ich mit der ÖV in die Schule gehe. Also wirklich gestern war eine Ausnahme, gewesen, aber nein, das war schlimm. Gewesen. Ja, heute war es wieder ein bisschen besser, gewesen, darum ich hoffe, nächste Woche... Alter, ich fühle mich wie so eine Wetterfee. Nein, es geht natürlich nicht ums Wetter. Ich muss mich als erstes Mal entschuldigen, Leute. Es ist letzte Woche keine Podcast-Folge gekommen. Schweigeminute schnell. Hä? Nein, ich weiss, ich glaube, ich habe noch nie... Oder? Ich glaube, ich habe noch nie eine Podcast-Folge auslassen. Oder? Seit ich den Podcast mache. Außer halt meine offiziellen Podcast-Pausen. Aber die zählen wir nicht, weil ich angekündigt. Und gestern, letzte Woche, habe ich einfach keine Folge hochgeladen und ich habe mich auch nicht wirklich gemeldet. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr nehmt meine Entschuldigung an. Aber ich werde in dieser Podcast-Folge auch ein bisschen ausholen, was letzte Woche alles passiert ist. Weil, also, das ist eigentlich crazy. Es sind wieder mal crazy Sachen passiert und es ist einfach auch... Ja, es ist so viel los gewesen und ich bin... ich weiß auch nicht, ich bin so... Ja, vielleicht, es tut mir leid, wenn ich in dieser Podcast-Folge gerade ein bisschen einfach so angeschlagen und kaputt bin. Einfach, es ist so viel los gewesen. Ich muss zwar sagen, eigentlich, ich habe gerade viel Energy. Ich bin gerade, lustigerweise jetzt gerade so voll positiv und gerade so voll, ich bin gerade voll happy eigentlich. Aber das hat auch ein bisschen mit meinem Zyklus was zu tun. Also wirklich letzte Woche, denke ich, habe meine Tage wahrscheinlich gehabt. Also ich weiß es ja nicht, wegen Spirale, ich habe keine Blutungen, aber ich vermute, weil also letzte Woche war der Tiefpunkt gewesen. Ich wüsste nicht, an welchem Tiefpunkt ich war von meinen Emotionen und darum jetzt geht alles wieder aufwärts. Darum habe ich das Gefühl, es ist gerade alles wieder gut. Aber ja, eben, ich fange mal ganz kurz an zum erzählen. Also zum einen, Bro, was haben wir da alles für crazy Updates? Ich bin im Radio gewesen. Vielleicht haben Sie ein oder andere gehört. Ich bin im SRF 3 eingeladen worden als Gast bei der Wochenrundshow. Und man hat auch dort anrufen. Und ein paar von euch haben auch angerufen und haben gegen mich gespielt. Das war sehr funny gewesen. Vor allem, es war so lustig, weil ich habe zum einen mal reingesehen, wie das Ganze läuft im Radio. Und das habe ich mega spannend gefunden, weil, also klar, ich höre jetzt nicht jeden Tag Radio, aber ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal irgendwie ab und zu mal Radio gehört. Oder manchmal wird man einfach gezwungen, wenn man im Auto hockt oder keine Ahnung was, irgendwie so. Und ja, ich habe es wirklich spannend gefunden, mal so zu sehen, wie das abläuft. Also, wie man immer kurz bevor, also es gibt ja immer wieder wie sagen wir, Newsblöcke und dann wieder gibt es Musik und so und immer in dieser Musikpause tun sie halt, zum Beispiel tut jetzt halt der Moderator tut schnell mit der vom Wetter telefonieren und die dann kurz absprechen, was sie werden sagen. Und das, ich weiß auch nicht, ich habe es voll spannend gefunden und in dieser Wochenrundshow ist halt so ein bisschen darum gegangen, eben, dass es halt wie Leute, die anrufen, gegen mich antreten und das sind dann so Spiele, wo es ums Thema News geht. Alter, und ich bin so schlecht gewesen. Ich weiß nicht, also wirklich, wenn ich etwas schlecht bin, dann ist es so Allgemeinwissen und vor allem, was so News-Sachen angeht. Es ist eigentlich mega peinlich und ich schäme mich auch schon fast ein bisschen, um das zu sagen, aber ich bin halt wirklich nicht jemand, der jetzt mega News-Sachen konsumiert. Also weißt du, man hat immer mal wieder Sachen auf der For You-Page und so. Also ich habe jetzt schon mitbekommen, dass Louvre ausgelebt worden ist, aber ich habe mich jetzt wie nicht weiter damit befasst. So. Darum, ich bin wirklich, was so News angeht oder also Sportsachen, Bro, ich habe keine Ahnung. Ich weiss nicht jetzt, wer, wann, wo, wie gewonnen hat und alles, also so Fußball und so, keine Ahnung. Ich weiss es nicht. Und es sind halt lauter so Fragen gekommen und ich kann mir vorstellen, es ist so wie, man hat angerufen und dann sind so, du hast so 30 Sekunden Zeit zum Fragen beantworten und du hast halt entweder hast es gesagt oder du hast so weiter gesagt oder hast die nächste Frage gekommen und ich bin wirklich so, keine Ahnung. Es haben viele von euch angerufen, euch mag ich es gönnen, aber ich habe also gedacht, Alter, ich blamier mich da gerade, aber am Schluss war es 4:6 gewesen. Also ich habe nicht ganz schlimm verloren, aber ich habe verloren. Aber es ist mir egal. Mein Ego ist immer noch on point. Wir haben das durchgestanden, ich konnte gleich schlafen. Nein, aber es ist auch lustig gewesen. Ich muss auch sagen, es ist ja gar nicht ums Gewinnen gegangen. Einfach die ganze Experience. Und eben, man hat dann, wenn ihr angerufen habt oder Leute angerufen haben, dann habe ich eben immer gedacht, dass es so spontan ist, dass Leute genau in dem Moment anrufen. Aber es ist wie so, dass man vorher, eben wenn die Musik schon läuft im Radio, dass man dann anruft, also dass man dann schon miteinander telefoniert und der Moderator dann wie vorher schon fragt, hey, wie heisst du, von wo kommst du, dass sie einem dann vorstellen so im Radio. Und ich habe das voll spannend gefunden und ich habe dann auch, wie während der Musik gelaufen ist, kurz ebenfalls, also er hat immer gefragt, bist du ein Fan von der Nati? So,
So, auf cringe. So schnell davor jemand sagt so, nein. Aber es hat es zum Glück nicht gegeben. Es haben wirklich alle gesagt, sie kennen mich und das war cute gewesen. Und dann hat er mir quasi wie noch, jetzt habe ich schon sagen, den Hörer gegeben, aber es ist so das Mikrofon gegeben. Und dann habe ich wie ganz kurz so können mit euch das zweite reden, bevor es ausgestrahlt wird. Und das ist so das Highlight. Ich habe es so herzig gefunden, dass wirklich so viele von uns sind so einfach so Cuties gewesen, war ich liebe euch. Ja, das war eines der Highlights gewesen, dass ich im Radio war. Und ja, was läuft so schnell? Ich höre jetzt wahrscheinlich die nächsten 8 Monate immer das gleiche Update. Nein, eben, das eine Bachelorarbeit hatte ich jetzt die erste Abgabe gehabt und es war fetter Stress gewesen. Oh mein Gott. Es war wirklich so hardcore Stress gewesen. Also gerade jetzt in der letzten Woche, eben, ich bin schon mentally down gewesen, weil ich wahrscheinlich immer meine Tage hatte. Und ich habe einfach, also ich bin von LA zurückgekommen. Es war mega geil gewesen. Und ich habe gemerkt, ich bräuchte wie so eine Pause. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt, weil das so in der Ferien waren und die haben so viel erlebt. Und eben LA war ja nicht mal nur, ich habe Ferien gehabt, im Sinne von, ich bin am Strand gelegen den ganzen Tag und bla bla bla. Sondern es ist halt so viel gelaufen. Eben, ich habe es verdammt nice gefunden, ich bin auch fucking dankbar. Aber eben vor LA war ja noch das Zürich Filmfestival, 2 Wochen lang, wo ich auch durchgehend am Arbeiten war mit Wochenende und alles. Und nach diesen 3 Wochen, so viel Socialisen, so viel erleben, hätte ich eigentlich einfach eine Woche gebraucht, wo ich einfach chillen und nichts machen gefühlt. Und ich bin halt direkt wieder in die Schule gekommen. Und es hat geheißen, so, jetzt Bachelorarbeit, der fette Stress. Und was wir auch noch haben, neben der Bachelorarbeit, ist das Klassenprojekt. Und das haben wir uns wie können einteilen, was von wo wir jetzt machen wollen. Also weißt, ob wir Lust haben, die Kamera machen, ob wir Lust haben, den Schnitt machen, ob wir Lust haben, das Konzept machen. Und ich und meine Friends, das ist voll lustig, wir haben das gar nicht abgemacht, aber wir haben alle uns richtig Konzept entschieden. Also das heisst, wir sind in der ersten Phase vor allem mega wichtig, damit das ganze Konzept entsteht für das Video. Bedeutet, das ist jetzt auch gerade mega der Stress, weil wir jetzt halt das Konzept bis nächste Woche haben und das ist so eine riesige Arbeit, oh mein Gott. Und das ist jetzt wie alles gerade so zusammengekommen letzte Woche. Plus ich habe noch eine Kooperation schneiden und also wie, es sind alles Sachen, die du nicht kannst verschieben. Beziehungsweise, also wie eine Kooperation hast du halt wie einen Vertrag, du musst, da steht, an diesem Datum gibst du es ab und Schule logischerweise auch. Also es ist wie, I don't know. Es war mir gerade alles zu viel gewesen und eben, ich wollte dann auch noch eine Podcast-Folge machen und ich musste mir dann einfach sagen, ich schaff's nicht. Und das ist der einzige Grund, warum letzte Woche keine Podcast-Folge gekommen ist. Weil das in dem Sinne das Einzige ist, was so traurig ist eigentlich, weil das ist das, was am coolsten ist, wo ich habe müssen canceln, einfach weil ich von der Zeit, im Fall, es klingt jetzt so blöd, wenn ich sage, ich habe keine Zeit gehabt, aber ich habe letzte Woche, es klingt jetzt nicht übertrieben, also ich will nicht mal so wirklich so, ich will nicht mal, ja, aber ich bin von der Schule heimgekommen, am 5, halb 6, habe müssen entweder den Vortrag machen, beziehungsweise den Pitch, weil ich musste meine Bachelor, also vielleicht ganz kurz sagen, ich bin jetzt in der ersten Phase von meiner Bachelorarbeit, wo ich musste ganz viele Fragen in einem Dokument beantworten, um halt so ein bisschen das Konzept zu verschärfen. Plus ich habe meine Bachelorarbeit müssen pitchen, das heisst einen Vortrag machen von der ganzen Klasse und meine Idee zeigen. Und dann gibt es halt mega viele Feedbackrunden und so. Zu dem Thema kommen wir dann auch noch. Ja, das ist wie das, was ich machen musste. Eben, und halt alles zusammen, es war mir einfach too much gewesen. Und ich bin wirklich jeden Abend direkt von der Schule heimgekommen, habe Sachen gemacht und bin bis um 1, 2, sogar 3 wach geblieben, bin pennen und am nächsten Morgen direkt wieder in die Schule. Also ich bin kaputt gewesen. Letzte Woche, ich bin mentally wirklich, ich hatte keinen Schlaf gehabt, ich hatte eben vermutlich meine Tage gehabt. Ich bin im Fall eine Furie gewesen. Ich wüsste nicht, es tut mir so leid für all die Menschen, die in meinem Umfeld sind, wo mich letzte Woche erlebt haben. Das war wirklich schlimm gewesen. Ja, das war so ein bisschen all das gewesen. Und ja, was haben wir noch das Lustigste von der Woche? Das ist auch so random. Das ist jetzt gerade heute passiert. Das ist wieder so etwas, wo ich nicht weiss, ob es lustig ist, wenn ich euch das jetzt erzähle, weil es ist so im Moment ist es lustig. Das ist jetzt gerade voll, nein, es ist nicht mal so ein Themawechsel, aber wir haben ja wie, also ich habe jetzt erzählt, wir sind jetzt gerade in dieser Konzeptausarbeitung von diesem Klassenprojekt und jetzt haben wir wie heute das vor der Klasse müssen pitchen, also unsere Idee sagen, also unser Konzept, das wir jetzt die letzten Tage überlegt haben und genau geplant haben und so. Und dann sind wie auch noch Inputs von der Klasse. Und vielleicht für euch noch wissen, wir haben das Modul bei 2 Lehrpersonen. Und die eine Lehrperson war anwesend und die andere Lehrperson war halt per Zoom, weil sie gerade in Berlin ist.
jedenfalls zeigt jemand von der Klasse, hat wie wieder einen Input gegeben und sagt, hey, ich habe gerade ein Video im Kopf, das ich kenne, lasst das doch laufen. Zum halt wie einfach Inspo und so, ja, ich checkt. Auf jeden Fall wollen wir das Video laufen lassen. ich weiss nicht, ob ihr das gerade checkt. Das Video lässt laufen und genau in dem Moment redet die Lehrperson per Zoom-Call. Und das Video war aber auf stumm gewesen, und es hat 1:1 so gut gepasst, also dass wir haben es alle gar nicht gecheckt. Also ich muss mir vorstellen, das Video ist uns geschickt worden, wir haben das geöffnet, wir haben das vorne an der Leinwand angeschaut und das war so ein Girl gsi, das so richtig, ich würde sagen, ein bisschen over the top, weißt, so mega so geredet hat, und es hat so fast ein bisschen Barbie-mäßig ausgesehen, so mit einer Perücke und so. Ich kann es gar nicht richtig erklären, aber es war so richtig so ein Video gewesen, so. Und die Mimiken sind so mega weißt du so. Und dann hörst du, wie die Lehrperson redet, und wir haben es aber alle nicht gecheckt, weil die Lehrperson hat genau dann angefangen zu reden, wenn die im Video angefangen zu reden. Und es hat mit den Lippen auch so gut gepasst. Und erst, als wir das Video abgestellt haben und halt die Lehrperson weitergeredet haben, erst dann hat die ganze Klasse gecheckt, dass das gar nicht das Video war. Und ich bin dort vorne ja gestanden, und weißt du kannst ja nicht die Lehrperson auslachen, weil der hat es ja nicht gecheckt. Aber es ist einfach, nein, es war hilarious gewesen. Ich glaube, ich kann es gar nicht besser erklären, aber es ist einfach, ich kann mich nicht mehr heben, ich musste so lachen, weil wir es alle nicht gecheckt haben, weißt du? Es war einfach lustig gewesen. Ja. Ich kann jetzt noch nicht. Es sieht so lustig aus. Ich glaube, ihr habt jetzt das Bild gerade nicht, und ich muss mir vorstellen, die Lehrperson passt halt wirklich auch gar nicht dazu. Und ja, im Nachhinein macht es nicht mal Sinn, wieso wir hätten können denken, dass das die Stimme ist von dem Video, aber ja, es ist einfach fucking hilarious gewesen. Das war das Lustigste von der Woche gewesen. Und jetzt kommen wir noch zum Kommentar von der Woche. Und zwar, wahrscheinlich habe ich ihn gescreenshottet, vom IH, das ist der Name. Ich grüße dich ganz herzlich. Und zwar hat er geschrieben, ich bin, glaube ich, der einzige Typ, der den Podcast hört. Also ich habe gedacht, weil ich bin mit Kollegen war und wir haben geredet, und im Hintergrund ist SRF 3 gelaufen und du bist im Radio gewesen. Aber einer sagt dann einfach, ich kenne sie. Ich habe gedacht, ich wäre der einzige Typ, der den Podcast hört. Schlussendlich habe ich 30 Minuten mit ihm über den Podcast geredet. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße zurück. Und das habe ich so lustig gefunden, weil ich komme mega oft im Fall eine Nachricht über von, ich bin wahrscheinlich der einzige Typ, der die Podcast hört, ich bin wahrscheinlich der einzige Typ, der dich verfolgt und so. Aber, also es sind schon überwiegend Girls, aber es hat im Fall auch ein paar Boys, die im Podcast hören. Und ich glaube, das sind mehr, als man denkt. Und also, ich weiß gar nicht, ich behandle ja schon ab und zu immer wieder so ein bisschen girly-Themen von, keine Ahnung, Perioden und Verhütungsmittel und I don't know. Aber ich glaube, das ist schon auch spannend für Typen, oder ich weiß nicht. Darum habe ich gedacht, ich mache mal schnell einen Aufruf, weil es mich selber wundernimmt, wie viele Typen hören eigentlich meinen Podcast. Also wenn du gerade ein Typ bist, dann schreib mal einen Kommentar. Schreib einfach irgendwie so, ich bin ein Typ oder so. Einfach so, zum mal schnell schauen, weil das würde mich hure wundern. Danke für mal alle Typen. Danke, dass ihr meinen Podcast hört. Danke für den Support. Gebt eine 5-Sterne-Bewertung. Folgt mir bitte und folgt mir auf Instagram, auf TikTok. Dankeschön. Gut. Wir gehen zum nächsten Thema. Und zwar, ich habe mir in dieser Podcast-Folge überlegt, weil ich habe wirklich die letzten 2 Wochen so viel Shit erlebt und so viel, ich weiß auch nicht. Ich kenne mich ja, wenn mich etwas beschäftigt, dann schreibe ich mit ChatGPT und ich gehe in meine Höhle und muss das irgendwie verarbeiten können. Und ich rede mit anderen Menschen. Und ich muss sagen, ich habe die letzten 2 Wochen sehr viel gelernt und sehr viel einfach, also ja, es ist wie nicht einfach ein typischer Alltag, den ich kann, sondern es ist mit sehr viel Stress verbunden gewesen, sehr viel emotional damage moments, sehr viele Nervenzusammenbrüche. Und ich habe aber auch sehr viel gelernt. Und ich habe gedacht, es ist spannend, jetzt mal alle Punkte, die ich so die letzten 2 Wochen gelernt habe oder für mich so ein bisschen herausgefunden habe, ob es jetzt etwas Allgemeines ist oder ob es jetzt etwas über mich ist oder I don't know, die euch jetzt mal zu sagen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen verbunden dann mit so Live-Update-mäßig, weil es halt gerade wie auch jeweils auf eine Situation passt. Darum, ich glaube, es könnte sehr spannend werden. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es auch spannend allgemein, also je nachdem können wir das vielleicht sogar einführen, pro Woche, was haben wir gelernt. Weil es gibt doch immer irgendwie so Momente, wo man so, wie so ein bisschen Schlüsselmomente sind, wo man so selber, entweder eben etwas über sich selber lernt, so, krass, okay, ich bin so und so,
Ich habe sogar eine ganze Notizenliste abgepinnt auf meine Notizen, wo ich, sobald ich etwas über mich selber herausfinde, wie ich ticke, dann schreibe ich das dort rein, weil ich es einfach mega spannend finde und weil es ist für mich wie so meine persönliche Anleitung, wie ich funktioniere irgendwie. Und ich finde das einfach noch spannend, weil, weiss ich nicht, man lernt sich immer besser kennen und dann weiss man auch, wie man ist. Also wow, danke Nati für den. Wow. Aber ich meine, wie, dann, wenn man sich selber ein bisschen besser versteht, dann ja, kann man auch lernen aus dem und kann man vielleicht auch reflektieren und kann man auch sagen, hey, das ist vielleicht gut, okay, das ist vielleicht ein Scheißverhalten von mir und also wie, es ist ja alles voll gerechtfertigt, also gerechtfertigt, wie soll ich sagen, es hat alles seine Gründe, wieso wir so sind, wie wir sind. Die einen Sachen sind gut und die anderen Sachen sind nicht gut und es ist immer cool, wenn wir ja, Sachen realisieren, wenn wir Verhaltensmuster von uns realisieren und die dann hinterfragen. Und eben gewisse Sachen sind einfach nice to know und gewisse Sachen sind eben gut, wenn wir merken, hey, die sind vielleicht nicht so gut und vielleicht können wir die ändern. Und mir hilft das selber immer, eben das einfach mal aufzuschreiben. Ja, weil von irgendwo kommt es halt, ob es von unserer Kindheit kommt, von unserer Erziehung oder von irgendeinem negativen Erlebnis oder so. Wir lernen ja ständig dazu und manchmal haben wir halt einfach Verhaltensmuster, wo irgendwie ja, unser Körper so gespeichert hat für den Survival-Mode und manchmal sind die hilfreich und manchmal sind die halt scheiße. So, genau, so das zu meinem Tag. Aber wir kommen zu den Sachen. Ich fange mal an beim Thema Feedback. Ja, ich habe es vorher schon gesagt. Es ist ein grosser Block, nein, ich schwöre, Alter, wirklich. Ich habe die letzten 2 Wochen oder einfach allgemein in letzter Zeit so oft Feedback bekommen. Ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Feedback gemacht. Und ich finde, das ist irgendwie immer so ein schwieriges Thema. Weil eigentlich ist ja in unserer eigentlich ist in unserer Gesellschaft ja mega das Ding, Feedback ist etwas Gutes und Feedback ist immer wichtig und keine Ahnung was. Und das ist es auch, also das will ich auch gar nicht widersprechen, aber wenn wir realistisch sind, ist es manchmal auch einfach hure schwer, um das Feedback irgendwie anzunehmen. Und ich habe das Gefühl, niemand redet darüber. Also niemand kann mal zugeben und sagen, hey ja, ich selber, ich nehme das Feedback mega oft immer persönlich und ich finde es hure schwierig, mit dem umzugehen. Und ich sage das jetzt einfach mal, ich selber merke, ich finde es hure schwierig, irgendwie mit Feedback einfach umzugehen, weil ich teilweise Sachen persönlich nehme und also zum Beispiel, was ich jetzt so ein bisschen für mich gelernt habe in dieser Woche, das ist jetzt ein Fakt, den ich herausgefunden habe über mich, und zwar, dass ja, einfach, also ja, ich kann es mal schnell vorlesen. Ah nein, es ist gerade verschwunden, Hilfe, wo ist es? Da. Der kreative Zyklus hat eine natürliche Schutzphase. Also das habe ich für mich so ein bisschen gelernt, weil wenn ich etwas fertig habe, also ich sage mal, zum Beispiel, wenn ich, das ist jetzt gerade bei der Bachelorarbeit ein mega Thema gewesen, ich habe mega lang überlegt, wie ich jetzt mein Video soll gestalten, wie das Gerüst aussieht, wie mein Konzept aussieht, dass es logisch ist, dass es passt, dass es Sinn macht, keine Ahnung. Und dann habe ich den Pitch vorbereitet, also den Vortrag, stelle den vor, stehe vorne und das Einzige, was ich eigentlich in dem Moment will, weil ich so fest daran gearbeitet habe, ist, dass ich in dem Moment Anerkennung bekomme und Leute sagen, hey, gut, hast du es gemacht, so. Und dass ich eigentlich wie, dass es, für mich ist es dann wie abgeschlossen. Und ich bin dann in dem Moment, wenn ich gerade direkt an etwas mega lang gearbeitet habe, bin ich noch gar nicht mega ready für so das Feedback, wo jetzt so mäßig, hey, das und das und das kannst du noch verbessern, weil das fühlt sich im ersten Moment für mich einfach nur an von, ja, jetzt kannst du eigentlich gerade wieder dran hocken und weiterarbeiten. Und das ist in dem Moment für mich so, ich finde das so schwierig. Und darum würde ich sagen, bin ich in dem Moment auch gar noch nicht ready für Feedback. Und ich glaube, es gibt ja mega viele Situationen im Leben, wo man eben Feedback bekommt, ob es jetzt von der Schule ist oder von, I don't know, wo man vielleicht gar nicht direkt nach Feedback fragt. Also es ist ja, glaube ich, ein Unterschied, wenn ich irgendwie an dem Punkt bin, I don't know, ich sage jetzt einfach etwas, also ich bin bei diesem Bachelor-Thema mega am überlegen, wie ich jetzt das machen soll. Und dann gehe ich zum Can und sage, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das lösen soll, weil ich weiß nicht, wie ich das machen soll und das macht gar keinen Sinn und so. Und dann suche ich ja eigentlich, also nicht nur nach Feedback, sondern suche ich ja irgendwie nach Hilfe und nach einer Lösung. Und dann bringt mir das in dem Moment mega viel, wenn ich mit dem Can dann darüber reden kann und er gibt Inputs und so und das hilft mir mega viel. Oder manchmal, wenn ich mit etwas unsicher bin, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video fertig habe für TikTok und so, dann bin ich wie so, hey, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie bin ich noch nicht ganz 100% zufrieden mit dem Video, was kann man noch verbessern? Dann bin ich auch komplett ready für Feedback. Und dann bin ich auch mega froh für Feedback. Aber ich merke wie, wenn ich irgendwie mega lange etwas geschafft habe,
dann brauche ich wieso zuerst noch schnell, ja, keine Ahnung, dann will ich einfach zuerst mal irgendwie stolz sein und einfach loslachen und kurz durchschnaufen. Und eben, wenn dann direkt Feedback kommt, dann fühle ich das einfach wie ein Angriff an, weil ich mich in dem Moment eben einfach entspannen will. Das ist so das eine. Ja, und was ich halt wie auch noch so ein bisschen lernen musste, ist, Feedback ist ein Anstupser und nicht eine Regel. Das ist auch etwas eben, ja, also ich finde es allgemein spannend, eben Feedback, ich muss ein bisschen herausfinden, warum ich das so direkt irgendwie persönlich finde. Beziehungsweise persönlich, ich habe mega schnell das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. Also ich komme in den Mode, wo ich so das Gefühl habe, ich habe jetzt die Idee, also ich habe jetzt das und ich stehe jetzt dort vorne und ich habe ja irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt dort vorne stehen und all die Leute überzeugen, dass ich eine gute Idee habe. Und wenn die Leute dann mir Feedback geben, von was ich verbessern könnte, dann habe ich in dem Moment zuerst mal das Gefühl, die Leute, die finden meine Idee nicht gut, weil man kann es ja noch verbessern. Und ich bin dann mega in dem Mode von, ich muss meine Idee rechtfertigen und irgendwie in Schutz nehmen. Also weißt du, dass ich wie jeden Input, dass mein Körper das Gefühl hat, ich muss jetzt beweisen, so nein, das macht aber keinen Sinn, weil wegen das und das und das und das, eben auch das Rechtfertigen, was absolut rational keinen Sinn macht, das weiss ich auch. Und ich merke auch, dass ich mich mega muss zusammenreissen muss, um einfach annehmen. Also ich merke einfach, dass mir das wie schwer fällt. Also eben, ich weiss es ja wie rational und darum kann ich es mittlerweile in dem Sinne auch immer besser handeln, dass ich wie einfach vorne stehe und einfach nicke und sage ja und das Feedback in dem Moment annehme. Aber ich merke trotzdem, dass mein Körper am liebsten will auspacken und dagegen kämpfen und sagen, hey nein, aber das macht keinen Sinn und hey, aber das ist das und das macht aber keinen Sinn wegen dem und dem. Also ich habe wie so das Gefühl, hey, aber ich selber, das ist ja mein Projekt und du hast mir jetzt schnell 10 Minuten zugelassen und gibst mir jetzt einfach Feedback, obwohl du ja meine Vision gar nicht 100% kannst sehen. Und das macht keinen Sinn. Ja, und das ist wie gerade so mein grösster Struggle mit so Feedback. Und eben, darum muss ich mir selber auch immer wieder sagen, hey, Feedback ist ein Abstupser und nicht eine Regel. Also wenn die Leute mir Feedback geben, dann wollen die mir ja eigentlich helfen. Dann wollen die mir Inputs geben, wo ich vielleicht noch kann, also das ist wie so, die geben mir einen Samen und ich kann schauen, ob ich den will pflanzen und weiter wachsen lassen und vielleicht hilft mir das, eben um meine Idee weiter wachsen lassen. Und wenn nicht, dann kann ich den Samen auch einfach wegrühren. Also checkt ihr so, es ist wie, man muss nicht jedes Feedback annehmen, weil es ist immer noch mein eigenes Projekt und ich kann selber sagen, was gut für mich ist. Also annehmen immer, aber ich kann schauen, was ich damit mache. So, das macht das Sinn, ja. Und ich glaube, ich habe auch momentan einfach so das Gefühl, ich muss alles umsetzen, weil je mehr Feedback ich bekomme, desto mehr werde ich wie einfach so müder und mein Selbstwertgefühl geht da immer mehr so ein bisschen runter, weil ich so das Gefühl habe, ich schaffe es selber nicht mehr oder alles, was ich alleine mache, ist nicht genug gut, eben weil ich so das Gefühl habe, das Feedback bedeutet, dass es nicht gut ist und dass es ja immer noch mehr Luft nach oben geht und das ist, ich merke einfach momentan, ich werde an einem Punkt, wo das ist wie so ermüdend und ich glaube gerade mit wenig Schlaf und ja schon Selbstwertgefühl, das gerade im Keller ist, das ist eine ganz schlechte Kombination. Ja, aber ja, das ist wie gerade so eben das, was ich irgendwo gelernt habe und das, wo auch gerade meine Situation ist. Ich kann ja mal sagen, aber da könnt ihr relaten, ob das irgendwie auch habt. Ich weiß jetzt gerade voll nicht, eben, vielleicht ist es jetzt auch gerade voll spezifisch, weil das halt auf mein Studium bezogen ist, weil ich halt einfach immer wieder Feedback-Runden habe, wo alles bewertet wird. Und ich glaube, bei mir ist wie auch noch speziell, ich bin ja vorher 2 Jahre selbstständig mit Social Media und das ist halt das komplette Gegenteil. Und ich glaube, darum liebe ich vielleicht an Social Media. So, ich kann einfach das machen, wenn ich Bock drauf habe. Ich kann jetzt einfach die Podcast-Folge da aufnehmen und ich habe mir vorher überlegt, was ich dieser Podcast-Folge will sagen und es hat mir niemand Feedback gegeben. Und ich weiss ja, klar können wir die Podcast-Folge jetzt verbessern und vielleicht noch viel besser strukturieren und das, aber es redet gerade niemand rein und das ist so entspannt, das ist gerade so schön für meinen Kopf und es ist für mich auch okay, dass es nicht perfekt ist und ich glaube, ihr findet es auch okay, dass es nicht perfekt ist und ich glaube, das vermisse ich vielleicht auch gerade wie ein bisschen, wo ich selbstständig war, weil dort hat mir niemand reingeredet, das habe ich einfach machen. Und darum habe ich wie, würde ich sagen, also es klingt jetzt mega traurig, aber seit ich studiere, habe ich nicht mehr das gleiche Feuer für Social Media, wie ich vorher hatte. Das ist gerade verdammt deep, aber ja, einfach weil ich die ganze Zeit so viele Stimmen von anderen Menschen im Kopf habe und das Gefühl habe, man muss es so und so und so machen und so ist es richtig und alles andere nicht. Und das ist einfach ein Killer, Alter, das ist einfach ein kreativer Killer. Darum bin ich gespannt, wie es wird, wenn ich fertig bin mit dem Studium. Das ist ja am 12. Juni, Leute, am 12. Juni bin ich fertig.
Und dann will ich ja eigentlich wieder in die Selbstständigkeit gehen. Und ich bin gespannt, was das mit mir macht und mit meiner Kreativität und allem. Ja, wie gonna see. Aber das war jetzt wie der Blog-Feedback gewesen. Wir kommen zum nächsten Thema, das ich gelernt habe in dieser Woche. Und zwar, irgendwann kommt es schon an. Und das meine ich mit zum Beispiel gerade das Thema Erwachsensein. Oh, jetzt habe ich einen Rülpser machen, Entschuldigung. Ich bin ja ausgezogen vor 2 Jahren und der Can war wie schon ausgezogen gewesen. Also ausgezogen gewesen. Also er ist mit 18 schon ausgezogen, das heisst, er hat vorher schon in WGs gewohnt und so. Oder sogar allein gewohnt. Und ich habe mir immer wieder so einen Stress gemacht, oh mein Gott, ich muss das lernen und das und das und das. Und dann hat es in mir auch schon fast wieder so etwas entwickelt, von das ich es dann genau nicht mache. Und das war so ein Teufelskreis gewesen. Und wie, es hat zum Beispiel auch mega viele Themen gegeben, wo ich gewusst habe, ich muss mich irgendwann damit befassen, aber ich bin noch nicht ready. Und irgendwie, es gibt dann auch schon Leute in meinem Alter, die das und das und das schon machen und so. Und also jetzt zum Beispiel so geldtechnische Sachen, Alter, ich habe das immer vor mich hergeschoben. Ich hasse das Thema Geld, habe ich gehasst. Also ich habe auch am Anfang immer so einen huren Mess gehabt, wenn ich Rechnungen bekomme. Ich habe die einfach bezahlt, ein Häkchen drunter gesetzt und in irgendeinen Ordner da. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich jetzt da genau zahle. Also ich hätte irgendwelche Rechnungen können bekommen, ich hätte die einfach gezahlt und hätte es nicht hinterfragt. Weil ich habe mich nicht mit dem befassen. Und ja, ich merke, wie ich eigentlich einfach mir selber muss vertrauen und mir gar nicht den Stress muss machen, weil irgendwann eben kommt es schon an. Ich habe eben zum Beispiel jetzt gerade beim Thema Ordner. Irgendwann habe ich plötzlich Lust gehabt auf Struktur und ich habe mir gesagt, ich will eigentlich eine Struktur und ich will ein bisschen daraus kommen. Und dann bin ich zu meinem Dad gegangen und wir haben 3 frische Ordner gekauft und er hat mir alles genau erklärt, hey, das ist Krankenkasse. Also echt mega. Für die Leute, die halt das schon lange machen, ist jetzt gerade so, what the fuck, Nati, du bist 24. Also das war jetzt vor 2 Jahren, du bist 22. Aber eben, für mich ist wie, es ist glaube für jeden halt das erste Mal und für viele, die jetzt gerade was ist denn los? Für viele, die gerade zuhören, haben das vielleicht auch noch vor sich und kommen jetzt die ersten Briefe über und sind so, what the fuck, oh mein Gott, was ist das? Was bedeutet Krankenkasse? Das übernehmen eigentlich noch meine Eltern. Und irgendwann kommst du halt wie an den Punkt, gerade beim Thema Erwachsenwerden, wo du anfangen musst, Sachen selber machen, wo du ausziehst. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist wie alles so überfordernd, wenn man so das Gefühl hat, man muss von heute auf morgen auf einmal alles können, gerade wenn man vielleicht Leute im Umfeld hat, die gewisse Sachen schon machen. Aber ich will auch sagen, das kommt schon an und das ist alles Step by Step. Und ich will einfach auf euch selber vertrauen. Und irgendwann kommt der Moment, wo ihr einfach Lust habt und das ist okay, es ist okay, wenn es jetzt noch nicht der Moment ist. Ja, und eben zurück zum Thema gekommen. Ich bin dann zu meinem Dad gegangen, hat mir 3 Ordner gegeben und hat eben das und das und das erklärt und hat mir dann wie eine Struktur gegeben und seitdem kann ich die machen und das ist einfach Healing und das ist toll gewesen. Und zum Beispiel, was jetzt eben auch ein Thema ist, was ich wirklich seit Jahren vor mich hergeschoben habe, ist das Thema Investieren gewesen. Ich weiss, es ist nicht das Thema, das jeder macht, also nicht jeder investiert und man muss ja auch nicht und so, aber es ist wie schlau. Und der Can, der informiert sich mit dem Thema mega fest und er findet es auch mega spannend und er macht es auch selber und so. Und er sagt mir echt, die ganze Zeit hat er mir immer gesagt, Nati, du musst investieren, Nati, du musst Säule 3 anzählen, du musst das und das und das machen und so. Und ich bin so gesagt, Alter, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock auf das Thema, was für Säulen und Nein, es ist wirklich, das hat für mich alles so kompliziert tönt mit Krypto und Aktien und Einzelaktien und das und keine Ahnung, Inflation und Alter, nein, wirklich, ich habe gar keinen Bock auf das ganze Thema. Ich glaube, für die eben sich mit dem Thema auch noch nicht befasst haben, haben jetzt auch gerade auch das Gefühl, oh mein Gott. Und so ist es mir auch gegangen. Und ich habe auch immer gewusst, er hat eigentlich recht, weil ich glaube, wir alle haben schon mal irgendwo gehört, investieren wäre schlau und keine Ahnung was. Aber ich habe mich nicht mit dem befasst, weil es so kompliziert tönt hat und ich einfach das Gefühl habe, so, ich habe keine Kapazität, jetzt mich noch irgendwie mit dem auseinanderzusetzen. Und irgendwie auch der Druck, dass ich das sollte machen, hat mich irgendwie auch so gestresst. Und man sagt ja auch, je früher du investierst, desto besser. Oder Leute, die am Investieren sind und daraus kommen und sagen so, fuck, ich hätte mit 20 schon investieren. Also mich hat das ganze Thema so gestresst. Und ich habe jetzt den Minor unternehmerisches Denken und Handeln. Und also am Freitag ist es ums Thema Investieren gegangen. Und es klingt ultra doof, aber sie hat wie in die Runde mal gefragt, wer von euch investiert dann schon? Und es haben 2 Leute aufgeschreckt, von wie viele Leute sind wir in dem Raum gewesen? 25 oder so. Und das klingt so dumm und es ist auch so blöd, aber es hat mir so einen Druck irgendwie rausgenommen. Es hat bei mir wie so ein einen Knopf gelöst, von okay, hey, es ist im Fall, nicht jeder macht es gerade. Und ich weiss nicht wieso, aber durch das, dass sich der Druck in mir gelöst hat, von hey, ich bin nicht irgendwie mega hinten drin und der Druck und mich sollte bla bla, hat irgendwie in mir
von einem Druck von ich sollte mehr etwas gemacht auf hey, ich könnte und ich will vielleicht und ich habe... Es hat einfach einen Druck, es hat irgendwie etwas gelöst. Und wir haben dann auch die Einführung gehabt und sie hat wie Sachen erzählt. Also es war wie eine ganz andere Art von Zuhören gewesen, wo ich mich halt wie mal öffnen und darauf einlassen, als wenn der Can mir das erzählt hat. Und ich glaube, es ist ja noch ein bisschen was anderes, wenn das halt wie eine Fachperson macht, wo du das Gefühl hast, okay, die das sagt, die muss ja recht haben. Also nicht, dass der Can nicht recht hat, aber ja, ich checke, oder? Nicht gegen den Can, ich liebe den Can. Aber ja. Und seit dem Freitag tue ich mich jetzt immer ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen und so. Und ich glaube, es geht gar nicht jetzt mega darum, dass ich jetzt investieren muss, aber für mich war es gerade so healing gewesen, zu wissen, hey, ich kann auf mich selber vertrauen, weil irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich von mir aus mich will mit dem Thema befassen. Und ich habe das Gefühl, also es gibt auch jetzt noch ganz viele Themen, wo ich einfach mich davor sträube, was mit dem Thema Erwachsensein zu tun hat. Und ich weiss, für mich, irgendwann kommt der Punkt, wo ich mich mit dem auseinandersetze und das kommt alles gut. Und jetzt weiss ich es noch nicht und das ist okay. Genau. Zum Beispiel jetzt also das Thema Versicherungen und so. Also ich habe nie so gewusst, wo ich genau versichert bin, jetzt so zum Beispiel eine Krankenkasse. Also ich habe gewusst, okay, ich zahle meine Krankenkasse und mein Dad hat das mal für mich eingerichtet und so, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was ich jetzt genau zahle oder wie, was, wo. Und ich habe mich jetzt wie auch mal genau damit auseinandergesetzt, einfach weil es mich interessiert hat, gar nicht aus dem Druck oder weil ich etwas sollte, was ich da genau zahle, also wo ich überall versichert bin und so. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so kompliziert und ja, ich weiß auch nicht, also für mich ist einfach das mega healing gewesen, so mich mal einfach mit Sachen auseinandersetzen, wo ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl habe, ich sollte und jetzt habe ich es einfach so gemacht. So aus dem eigenen Interesse und das war gerade so schön gewesen, darum, ja. Irgendwann kommt es schon, das war mein Point, den ich irgendwie so ein bisschen gelernt habe, auch so auf sich selber irgendwie vertrauen, dass irgendwann kommt es schon an. Genau, also, jetzt kommt ein mega random Punkt, aber das habe ich diese Woche gelernt. Kerzen sind so ein Gamechanger, oh mein Gott. Also jetzt kommt gerade so die Weihnachtszeit langsam. Okay, es ist zwar noch Oktober, Halloween, chillen, aber Kerzen sind so ein Gamechanger. Ich hatte jetzt gerade die letzte Woche so Stress gehabt und es macht so viel, wenn man irgendwie zum Beispiel am Lernen ist oder wenn man etwas machen muss, eben wie ich jetzt die Frage beantworte und die ganze Zeit Stress haben und I don't know, mir hat das so geholfen und ich habe mich auch fast ein bisschen darauf gefreut, auf das ganze Ding, um heimkommen. Auf die Couch hocken, eine kuschelige Decke holen, ein Kerzchen anzünden und meine Kollegin hat auch noch den Tipp gebracht, um am Fernsehen ein Feuer laufen zu lassen und einfach so eine Study-Music, also so einfach eine Playlist, so eine Study-Playlist und das macht so viel. Also es ist so banal eigentlich, aber ich habe mich da eben fast schon wieder darauf gefreut, dran sitzen und so die Atmosphäre schaffen, wo man sich so ultra wohl fühlt und was so cozy ist. Und dann macht man sich vielleicht noch einen Tee und so. Darum, eben, falls ihr gerade irgendwie in einer stressigen Phase sind, dann macht mal so die Ritual. Zündet euch immer ein Kerzchen an und macht so cozy, Alter. Genau, dann freut man sich eigentlich schon fast wieder ein bisschen drauf. Also, ich habe das verdammt gelernt. Genau. So, weiter. Ich bin schlecht im Emotionen verstecken, gerade wenn ich viel Stress und wenn ich Schlaf habe. Bro, oh mein Gott. Also eben, ich habe schon das Gefühl, ich bin relativ so schlecht. Also ich habe das Gefühl, mir merkt man relativ schnell an, wenn ich irgendwie verletzt bin oder wenn ich pisst bin oder wenn ich lüge. Lügen ist auch ganz schlimm. Ich bin so schlecht im Lügen im Fall. Einfach so, ich weiß auch nicht, ich kann das gar nicht irgendwie, also hat Vor- und Nachteil, aber eben gerade irgendwie so, wenn ich pisst bin oder so, dann, eben ich bin dann nicht so, dass ich jemanden mega anficke oder so, aber ich bin dann einfach wie, man merkt es mir einfach an. Und das ist, ich hasse das eigentlich, ich kann das so schlecht verstecken, weil wenn du mit Leuten bist, die close sind, dann ist es ja easy, weil dann kann ich einfach auch sagen, was es gerade ist. Aber wenn du in einem Raum bist, wo es jetzt gerade voll nicht Space dafür ist, eben mit einer Lehrperson oder so, dann ist es voll scheiße. Und ich hatte jetzt gerade letzte Woche die Situation gehabt, dass wir gerade jetzt wegen dieser Konzeptbesprechung wegen dem Klassenprojekt mit der Lehrperson zu dritten zusammengesessen sind. Und es hat dann auch so einen Moment gegeben, wo es mir wie so ein bisschen abgelöscht hat. Einfach weil es wieder eine Situation gab mit Feedback. Mega random jetzt. Und nein, es war mir einfach so unangenehm gewesen. Also eben gerade noch mit meinen Tagen war schlimm gewesen. Aber ich habe
ich bin einfach ein Biest gewesen, Leute. Ich bin dann einfach da gehockt und ich ha auch nicht mal die Energy gehabt, um jetzt irgendwie mega, ich weiß auch nicht, ich bringe das wie momentan allgemein, eben gerade wenn ich wenig Schlaf habe und viel Stress, dann bringe ich so nicht her, zum irgendwie eben so fake sein, also fake sein, einfach so, nicht mal, fake sein klingt ja so negativ, weil es ist eigentlich auch in dem Moment aus Respekt zu den anderen, willst du ja wie, ja, jetzt nicht irgendwie mühsam sein, aber ich merke irgendwie gerade in so einem Moment, ich bringe es nicht her. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich da genau so daraus lerne. Also ich habe wie einfach das über mich gelernt, dass ich so bin. Und jetzt ist wie so ein bisschen die Frage, was ist da eine Lösung? Weil auf der einen Seite muss ich sagen, ist es ja wie auch wichtig, dass man seine Emotionen irgendwie nicht verdrängt. Aber vielleicht gibt es halt auch manchmal den unpassenden Moment, wo es wie, ja, wo es wie nicht passt jetzt. Ja, ich finde es wie noch schwierig. Ich muss da wie auch noch einen Umgang finden, wenn ich meine Emotionen kann handeln in so einem Moment. Weil eben, ich bin in dem Moment das Biest gewesen und ich habe nachher auch zu meiner Kollegin sagen, hey, es tut mir hure leid, ich bin gerade voll das Biest gewesen, ich konnte meine Emotionen absolut nicht handeln. Ich habe mir sogar überlegt, das heute auch meiner Lehrperson zu sagen, aber es ist irgendwie auch unangenehm. Aber wie, ja, das merke ich, das fällt mir hure schwer, um irgendwie meine Emotionen so handeln. Und dass man mir einfach, weil ich weiß auch nicht, ob es dann irgendwie sogar wirkt, dass die Leute das Gefühl haben, dass ich jetzt das aktiv so zeige. Aber bei mir ist es einfach, ich kann so schlecht verstecken irgendwie. Und das ist, ich weiß auch nicht, irgendwie hure belastend. Ja, das zu dem. Und was ich auch noch gelernt habe, ein weiterer Punkt, das finde ich sogar spannend. Das habe ich immer mal wieder so durch Situationen gelernt, die letzten Monate, Wochen, whatever. Und zwar, dass es einen mega Unterschied macht, mit welcher Energie man irgendwo hingeht. Also, zum einen hat es etwas mit so Vorfreude zu zum Beispiel. Wenn man mit einer Vorfreude hingeht, dann kann man nur enttäuscht werden. Aber auch so, ob man irgendwie, eben, also weißt du, so eine Voreinstellung. Aber was ich jetzt zum Beispiel letzte Woche hatte, ist, dass ich ja eben zum Beispiel jetzt gerade so nach dieser Besprechung so mega piss bin. Und ich habe mich auch nachher so geschämt im Fall. Es ist so schlimm gewesen. Es ist so der Moment gewesen, wo du so am Einschlafen bist und so denkst, oh mein Gott, was hat jetzt der Lehrer gerade gedacht, dass ich so kompliziert bin und so. Und ich habe so unsympathisch gewirkt und bla bla bla. Es ist mir so unangenehm im Nachhinein gewesen. Und darum bin ich am nächsten Tag so mega mit der Energy hingegangen von, Alter, ich will jetzt übel motivierend sein und super. Also ich habe mir das vorgenommen und ich bin dann genau mit dieser Energy dort hingegangen von ich will jetzt offen sein, ich will jetzt einfach so, keine Ahnung, nicht kompliziert sein und so. Ich bin so mit so einer Energy hingegangen und das hat dann auch so viel gemacht. Und ich habe mega oft so Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich wie im Vorhinein mir überlegt habe, mit welcher Energie möchte ich dort hingehen und das macht so viel. Darum ja, vielleicht macht es noch Sinn, am Morgen, bevor ich in die Schule gehe, schnell überlegen, hey, mit welcher Energie möchte ich jetzt in die Schule gehen. Und das bestimmt teilweise im Fall euren ganzen Tag, das macht so einen Unterschied. Oder wenn ihr euch mit irgendjemandem trefft, dann überlegt euch ganz kurz, hey, mit welcher Energie möchte ich jetzt echt dorthin gehen? Möchte ich mit einer fröhlichen Energie, also es ist ja immer, also klar ist es ja gerade immer eine Entscheidung, so Emotionen sind Emotionen, aber ich finde, manchmal kann man gleich, also sich irgendwie etwas vornehmen oder irgendwie schnell überlegen, hey, wie geht es mir gerade, mit welcher Energie möchte ich dort hingehen und das verändert nämlich noch hure viel. Ja, genau. Und, wir kommen zum letzten. Alles hat seine Gründe. Ich habe den Punkt extra aufgespart, weil ich nicht gewusst habe, ob ich in der Podcast-Folge jetzt schon will so erzählen will. Aber es gibt ein kleines Update, aber ich weiß auch nicht, ob es schon ein fixes Update ist oder nicht. Aber wir haben eine Wohnung, Leute. Ich kann schnell durchschnaufen. Und es ist jetzt eben so kompliziert. Und ihr hört wahrscheinlich jetzt auch mit der Stimme jetzt gerade an, von, ich bin jetzt gar nicht ultra happy von, oh mein Gott, Leute, wir haben eine Wohnung! Weil ich glaube, für die jede Woche meine Podcast-Folge hören, die checken, dass es ein fucking Pain immer war, weil der Can und ich ja seit, keine Ahnung, einem halben Jahr oder mehr jetzt eine Wohnung in Zürich suchen, weil der, wo man jetzt gerade ist, die wird abgerissen. Wir werden spätestens Ende Januar draußen sein und das ist nur noch 3 Monate. Alter, und das heisst, wir sind langsam im Stress und wir haben auch gemerkt, dass wir, also am Anfang bist du halt logischerweise noch hure wählerisch und jetzt kommst du halt langsam an einen Punkt, wo du merkst, okay, du kannst nicht mehr so wählerisch sein, du musst jetzt einfach dich auch anfangen bei Wohnungen bewerben, wo du halt halb nice, also weißt du, wo du so ganz okay findest, aber es ist jetzt halt eine Traumwohnung so und das ist jetzt uns genau wie so ein bisschen passiert. Also vielleicht schnell für euch zum Erklären. Wir haben uns wie auch bei Stiftungswohnungen beworben. Das bedeutet,
dass, also normalerweise ist es so, dass du einfach an eine Wohnungsbesichtigung gehst und da können alle Leute hergehen. Das bedeutet halt auch, dass teilweise so 100 Leute an einer Wohnungsbesichtigung sind und du kannst dich dann bewerben. Und das ist so der normale Vorgang. Und bei Stiftungswohnungen tust du dich wie eigentlich vorher bewerben für eine Wohnung. Du weißt halt nur die Fakten von, okay, ist eine Dreizimmerwohnung, die steht und dort, aber du hast halt keine Bilder. Und sie dann wie von diesen ganzen Bewerbungen dann sie dann ungefähr so 10 Leute aussuchen, die dann die Wohnung dürfen besichtigen. So, und dann halt wie, nachdem du die Wohnungsbesichtigung gemacht hast, dann kannst du halt im Nachhinein sagen, ob du sie cool gefunden hast oder nicht. Und wenn du sie cool gefunden hast, dann gehst du halt wie weiter und dann dann halt jemand von diesen 10 Leuten aussuchen oder halt von den Leuten, die gesagt haben, sie wollen die Wohnung haben. So, das sind Stiftungswohnungen. Und es ist halt schwer, um halt in diesen Top 10 sein, so, also weil sich dann auch 100 Leute halt eine Bewerbung schicken. Das ist genauso schwierig eigentlich. Und darum, wenn du mal eingeladen wirst, so hey, du bist in diesen Top 10 oder was auch immer, wo du darfst die Wohnung besichtigen, dann ist das so ein wow, krass, geil, Alter. Und dann gehst du hin, so, egal, whatever. Und eben, du weißt auch nicht, wie die Wohnung aussieht. Jedenfalls bin ich von L.A. zurückgekommen und bin direkt an die Wohnungsbesichtigung gegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Podcast-Folge schon erzählt habe. Und ja, die Wohnung war so ganz okay gewesen. Eben, also wir sind eher mittlerweile am Punkt so, hey, sie ist easy, sie ist genug gross, sie ist bezahlbar, sie ist an einem Ort, wo auch ganz okay ist, so müssen wir eigentlich zusagen. Gerade jetzt, weil wir halt schon eine kleinere Chance haben, weil wir jetzt nur noch gegen 10 Leute müssten antreten, anstatt gegen 100 oder 200, dann musst du eigentlich einfach sagen ja. Also es wäre dumm, wenn du Nein sagen. Und jetzt haben wir genau bei dieser Wohnung eine Zusage bekommen. Und es ist irgendwie so krass, weil wir schon so lange jetzt eine Wohnung suchen und eigentlich hätten wir ja sollen in die Luft springen und sollen sagen so, oh mein Gott, wir haben endlich eine Wohnung. Vor allem, wie viele Leute suchen eine fucking Wohnung in Zürich? Also eben, ja. Und eben, wir sind ja auch fucking dankbar, weil jetzt ist endlich der ganze Stress von, wir suchen eine Wohnung und wir haben keine und was machen wir, wenn wir keine finden, der ist jetzt wie weg. Aber eben, es ist wie, ich glaube, wir haben uns so fest in unserem Kopf so die Traumwohnung im Kopf gehabt mit so Fischgrätboden und halt so eine Altbauwohnung. Wir haben ja auch beide am Anfang des Jahres so Vision Boards gemacht, wo man so unsere Wohnung sieht. Ich glaube, das ist ein bisschen der Scheiß an Vision Boards. Du hast dann so eine visuelle Vorstellung und wenn es halt nicht so ist, dann bist du ein bisschen enttäuscht eigentlich fast. Ja, darum sind wir wie so ein bisschen an dem Punkt gewesen. Also sie haben dann gefragt, hey, wir haben euch ausgesucht, geben innerhalb von einem Tag Bescheid, ob die Wohnung haben oder nicht. Und wir halt so, wieso ja, also wir müssen. Also es wäre einfach nur dumm, wenn wir sie nicht nehmen. Dann haben wir zugesagt und am gleichen Tag, Alter, ich glaube es nicht, am gleichen Tag kommen wir eine Einladung über von der gleichen Stiftung, weil das sich wahrscheinlich gerade so überkreuzt hat, von hey, ihr seid in einer anderen Wohnung, auch in der Top 10 jetzt, also nicht auch einfach so, einfach auch eine Einladung. Und wir haben so gedacht, nein, das kann jetzt nicht sein. Schon wieder haben sie uns ausgewählt für Top 10, jetzt gerade, wo wir eine Zusage gegeben haben. Und das ist so der Dings von fuck, vielleicht ist das ja eine geilere Wohnung. Also wir haben nur schon gesehen, es ist an einem geileren Ort, also weil es ist in unserem Quartier. Und wir haben alle unsere Friends da und so. Wir lieben den Ort, wo wir jetzt gerade wohnen. Und es ist auch billiger. Also es ist wie... und sie hat, eben, es ist auch, habe ich schon gesagt, sie ist auch grösser. Es ist gerade wie so gewesen, fuck, was machen wir jetzt? Und wir haben, wir haben dann wie so gesagt, okay, wir können ja mal drücken, Besichtigung, ja. Wir können sie einfach mal besichtigen, auch wenn wir halt die andere Wohnung jetzt schon haben. So. Und für euch halt zu wissen, du musst ja wie in einem Tag zusagen und nachher kommst du den Vertrag zugeschickt über und dann hast du 5 Tage Zeit, um den Vertrag zu unterschreiben. Und wir sind jetzt gerade wie in diesen 5 Tagen, also wir haben den schon zugeschickt bekommen, schon unterschrieben, aber wir haben ihn noch nicht abgeschickt. Das heisst, wir haben offiziell noch keine fixe Wohnung. Und ja, wir sind jetzt an dieser Wohnungsbesichtigung Leute heute. Und was soll ich euch sagen? Es ist unsere fucking Traumwohnung. Es ist die Wohnung, die auf unserem Vision Board ist, mit dem Fischgrätboden, der Altbau. Es ist grösser, es ist so ein Traum. Wir sind wirklich in die Wohnung reingelaufen und schauen uns an. Wir haben fast angefangen zu brüllen. Es klingt jetzt gerade so kitschig, aber es ist wirklich, es ist so, nein, es ist so eine Scheiß-Situation, weil also wir sind jetzt klar in diesen Top 10 und die Chance ist schon mal viel grösser, aber du kannst ja auch nicht pokern und jetzt die andere Wohnung absagen und hoffen, dass wir jetzt die bekommen, weil sonst, wenn wir die nicht bekommen, dann stehen wir auch wieder ohne Wohnung da. Also wir sind gerade so in einer Scheiß-Situation, also nein, Scheiß-Situation, das könnte schlimmer sein. Wir haben eine Wohnung, Leute, wir haben eine Wohnung. Wir wollen uns nicht beschweren, aber wir haben beide noch nie so eine schöne Wohnung gesehen. Wir sind in dieser Wohnung gestanden und haben gesagt, Scheiße, das ist eigentlich die Wohnung, die wir die ganze Zeit gesucht haben. Das ist genau
die Wohnung. Und jetzt sind wir in diesen Top 10 eingeladen und nein, es war einfach so eine scheiß Situation gewesen, wirklich. Also nein, also ich habe auch fast angefangen zu brüllen. Ich habe auch, als ich heimgekommen bin, es ist nicht so dramatisch, habe ich mit einer Mama geredet, sie auch fast ihr sind wirklich so Tränen mega in die Augen geschossen, weil sie so gesagt hat, nein! Ach, es ist wirklich so dumm, nein. Und eben, also wie, ich hoffe, ihr checkt so, wir können jetzt wie auch nicht überschneiden, weil, also entweder sagen wir dieser Wohnung, wo wir jetzt eine Zusage bekommen haben, zu und dann haben wir fix die Wohnung, oder wir sagen ab und dann hoffen wir einfach, oder beim Pokern, dass wir die andere Wohnung bekommen und das ist ein Zehntel Chance. Also es ist einfach scheiße, es ist einfach scheiße. Und jetzt haben wir aber, ja, also einen Vorteil, und zwar, dass es die gleiche Stiftung ist. Also es ist keine Konkurrenz. Und vielleicht ist das ja sogar ein Vorteil, dass es die gleiche Dings ist, weil die haben sich ja offenbar überschnitten. Und vielleicht können wir entweder sagen, hey, könnt ihr uns noch ein bisschen länger Zeit geben als 5 Tage, bis wir entweder dazu oder eine Absage bekommen von der anderen Wohnung oder whatever. Es kann natürlich auch sein, dass sie so voll sind, so hey, nein, sorry, so ist das Leben. Ich muss jetzt einfach jetzt in diesen 5 Tagen sagen, ob sie wollen oder nicht. Und dann müssen wir halt einfach die Wohnung nehmen und müssen die anderen halt, ja, keine Ahnung. Also was man halt natürlich auch noch könnte machen, ist die Wohnung halt jetzt nehmen und dann halt immer noch hoffen, wenn wir die andere Wohnung bekommen. Und dann einfach 2 Wohnungen haben und halt, also in dieser Wohnung müssten wir wie mindestens 3 Monate sein, die wir jetzt haben. Aber das ist halt auch blöd, Alter. Dann zahlen wir einfach 3 Monate für eine Wohnung, wo... Nein, es ist so dumm, es ist so dumm. Also ich checke, wie scheiße die Situation ist. Aber wir haben jetzt mal gesagt, wir rufen morgen an und ja, wir fragen jetzt einfach, also wir sagen einfach transparent, wie die Situation ist. Und wir hoffen auf ein Wunder, weil, also ich weiss nicht, also ich glaube, also wirklich, ich sage euch ehrlich, ich glaube so fest an Schicksal und das ist für mich, es kann nicht Zufall sein, dass wir in dieser kurzen Zeitspanne 2-mal ausgewählt worden sind, dass vielleicht hat ja alles seine Gründe und vielleicht haben wir genau die Zusage von dieser Wohnung bekommen, weil das vielleicht unser Vitamin B ist, also unsere Hilfe, dass wir die andere Wohnung vielleicht bekommen. Also vielleicht hat ja alles irgendwie seine Gründe und eben, also wir zwei, der Can und ich, sind so hart überzeugt, dass das Schicksal ist und auch meine Eltern und ja, nein, ich glaube es gerade, also wirklich, es sind gerade so viele Zufälle auf einmal. Ja, darum wirklich, ich hoffe und bete so fest, dass wir eine scheiß Wohnung bekommen, ohne Witz. Ja. Darum, ja, das ist das, was ich irgendwie so gelernt habe. Also ja, ich habe es eigentlich fix gelernt, wir haben die Wohnung noch nicht, aber ich sage, alles hat seine Gründe im Fall. Also wenn wir die Wohnung bekommen, hat es seine Gründe gehabt, warum wir die jetzige Wohnung bekommen haben. Eine Zusage bekommen haben, hat seine Gründe, warum alle anderen Wohnungen, warum wir bei allen anderen Wohnungen Absage bekommen haben, hat seine Gründe, warum die Wohnung, wo wir jetzt drin sind, eine Befristigung drin hat, weil jetzt hätten wir die geile Wohnung. Nein, ja. Es hat alles seine Gründe, Leute. Und auch wenn es vielleicht jetzt gerade Sachen scheiße laufen in eurem Leben und ihr vielleicht jetzt eben gerade auch eine Wohnungssuche sind und ihr eine Absage bekommt, vielleicht hat es seine Gründe, vielleicht gibt es noch irgendwann steht ihr vielleicht in eurer Traumwohnung, die ihr hoffentlich dann auch bekommt. Ja, und im Nachhinein macht irgendwie alles immer so ein bisschen Sinn, auch wenn es im Moment selber so nicht logisch erscheint. Ja. Genau, das waren meine wunderschönen Abschlussworte. Ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich würde mega gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr in dieser Woche gelernt habt. Oder was ihr über euch gelernt habt, was ihr allgemein gelernt habt. Also weißt du, so irgendwie etwas, wo ihr daran weiter gewachsen seid. Ich finde, es gibt jede Woche irgendwelche Sachen. Vielleicht sind es für die einen voll banal und voll logisch. Und für uns sind es so Schlüsselmomente, die euch irgendwie weiterbringen im Leben. Und ich finde es immer noch spannend, das von anderen zu hören. Darum schreibt es mal in den Kommentar. Ja, vergesst nicht, den Podcast 5 Sterne Bewertung geben und einen Kommentar schreiben. Und ja, wir folgen auf Spotify. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.